Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder eben der Chris. Ich muss mal wieder ein Video machen, um zu zeigen, dass ich noch oben bin. Und auch, dass ich das Zeugs nicht verlieren habe. Ich habe jetzt gemerkt, Halleluja, schon länger nicht mehr wirklich viel gemacht. Wird spannend neben Black Ops 2 das wieder anzuschmeissen. Aber ja, es wird eh kein Problem. Das, was ihr hier im Hintergrund seht, momentan geht ein bisschen Zeitlupe am Laufen und ich mache gerade das First Blood, indem ich den Quasti verwünsche. Ich habe vor über einem Jahr, ist das jetzt sicher her, haben wir ein bisschen, eben, logischerweise Black Ops noch gespielt, das Teil geliebt. Ich spiele es jetzt auch immer noch als sogenannte Vorbereitung auf das Black Ops 2, auch wenn es sicher nicht genau gleich wird sein. Aber eben, habe das dann noch sehr intensiv gespielt und habe ich ein paar Videos gemacht, wo man ein bisschen Teamwork sieht und im Questel habe ich eben auch das hier gemacht, wo wir in gegnerischen Teams waren. Und da hat er sogar noch nicht einmal den Namen geändert. Er ist jetzt der Crown Quasti und früher hat er noch Quasti Kari geheißen. So wie ich der Cletus Pirmin war. Aber das ist eine andere Geschichte und einfach nicht, dass sich so irgendjemand ein bisschen verwirrt fühlt oder so. Wie gesagt, der Crown Quasti gegen Crown Cletus. Und ja, ich habe auch noch so ein bisschen mit Auflistung, wer wie manchmal abkassiert hat und so. Ja, zieht nach rein, könnt ein bisschen schauen, es sind nicht die besten Gameplays, aber es war auf jeden Fall sehr spassig, das zu machen. Das wäre zu dem, was im Hintergrund läuft. Jetzt im Vordergrund, wenn ich das mal so dürfte sagen, oder was mir jetzt gerade noch wichtig ist, der Crown Screech von PS3. Er macht auf seinem Channel momentan ein Resident Evil 6 Let's Play. Und zum selber spielen hat es mich leider ein bisschen zu wenig gelustet, zu Resident Evil. Ich habe die älteren Teile, und vor allem gerade den ersten Teil, habe ich extrem gerne gehabt. Mit dem haben sie jetzt nicht mehr so viel zu tun. Aber no problemo auf YouTube oder eben durch YouTube hat man ja die Möglichkeit, die Let's Plays zu schauen. Und was gibt es Geileres als eins auf Schweizerdeutsch? Also ich kann es nur empfehlen, zieht euch rein. Screech weiss auch noch viel über alte Call of Duty Teile. Das vermutlich auch. Sorry, ich habe ein bisschen fest aufs Gameplay geschaut. Er weiss so viel über alte Resident Evil Teile, wird also auch so ein bisschen die Infos mit die Videos mit Infos angereichert. Und jetzt muss ich nicht mehr auf das scheiß Gameplay schauen, das bringt mir die ganze Zeit raus. Aber ja, Resident Evil 6 Let's Play auf dem Screech im Channel. Link bekommt ihr gerade hier auf dem Bildschirm und auch unten in der Beschreibung. Zieht nach rein, macht wirklich gute Arbeit, sehr unterhaltsam gemacht. Und die ziehen wir die wirklich gerne rein. Es hat sich sonst noch so da, vielleicht habt ihr es gehört, Favela MW2 Map ist irgendwie entfernt worden, wegen irgendwelchen religiösen Geschichten und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht mir komplett am Arsch vorbei, weil wer spielt überhaupt noch MW2? Ich weiss, es gibt noch ein paar, die sich das immer noch antun. Aber nach so langer Zeit jetzt herausfinden, dass dort irgendetwas ist gestanden, das nicht sauber ist, finde ich extrem eigentlich eigenartig. Wer schaut sich das Zeug schon an? Ich habe doch noch nie auf einen Bilderrahmen irgendwie in dieser Scheisse auf dieser Favela-Map geschaut oder so. Aber jedem was seine. Ist sicher auch etwas gewesen. Die Ami-Kommentatoren, ich kann natürlich nur für die sprechen, weil wir die Deutschen gar nicht anschauen. Bei denen ist es auch recht eskaliert und gewisse sind dann fast so ein bisschen religiöse Kriege plötzlich eingegangen und in den Kommentaren ist es dann wieder explodiert und immer das gleiche Theater, dass man einfach nicht in der Lage ist, objektiv über etwas zu diskutieren und die andere Meinung halt zu respektieren. Ich meine, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, was es ist, aber scheinbar ist es genug schlimm, dass es einige Leute ziemlich verunsichert oder wie das mal immer sagen und darum sollte man die auch respektieren. Aber eben, jedem das seine. Ich mache jetzt weiter mit meinem Infozug. Und zwar ist es so, das Black Ops 2 kommt ja am 13. November raus. Wenn ich jetzt so auf den Kalender schaue, dann sind das noch ziemlich genau 4 Wochen. Das Herz schlägt schon fast ein bisschen schneller. Dann kommt dann nämlich das Care Package hoffentlich einzufliegen. Aber was eigentlich auch noch ziemlich cool und erwähnenswert ist, gerade am ersten Wochenende, das heisst 16. bis 18. November, kleiner Verstotterer hier, gibt es ein Doppel-XP-Weekend. Und das ist ja wohl das allerfrüheste Doppel-XP-Weekend in der Geschichte von Call of Duty. Und so wie ich es verstanden habe, ist es eben so, dass alle Vorbesteller ein Anrecht haben auf das Doppel-XP-Weekend. Oder dass alle, die das Game schon haben, logischerweise dann Doppel-XP-Weekend spielen können. Das sehen wir dann. Ja, die meisten haben sich sehr auch vorgestellt. Also der erste Prestige wird in diesem Fall ganz sicher an diesem Weekend schon erreicht können werden. Für die ein bisschen Zeit investieren. Je nachdem geht es dann sogar noch ein bisschen schneller vorwärts.
Black Ops 2, wenn wir gerade beim Thema sind, ich habe auch einige Videos gesehen von anderen Kommentatoren, wie sie sich auf Black Ops 2 vorbereiten. Und dann musste ich schon ein bisschen lächeln, weil klar ist es natürlich interessant und vor allem gerade die mit YouTube-Channels das Geld, den Lebensunterhalt verdienen, die müssen natürlich schon gute Gameplays liefern. Aber ich auf der anderen Seite habe mir überlegt, also come on, am Ende des Tages ist es immer noch ein Game. Und dort sollte man ja primär Fun haben. Und wenn ich jetzt hier irgendwelche Trainings, Tabellen sehe, wie gewisse dort Black Ops spielen und dann wieder ein bisschen MW3, damit dass die Geschwindigkeit, die jetzt Black Ops 2 vielleicht wird haben, ein bisschen besser noch spüren, dann wieder zurück zum Black Ops, weil es ja dann wieder ähnlich sein könnte und so, muss ich sagen, ja easy, chills mal. Ich tue mich, was heisst schon vorbereiten? Ich meine, ich schaue die Videos von Black Ops 2, was es gibt. Durch das kann man sich schon ein bisschen das Bild von den Maps machen. Man hat vielleicht einen minimalen Vorteil, weil man sich schon ein bisschen auf diesen Maps auskennt. Auf der Gamescom habe ich 2 schon spielen, habe vielleicht dort wieder ein bisschen Vorbereitung gehabt. Aber jetzt gerade der Team Martin hat das letzte Mal in seinem Video, er hat jetzt angefangen, Tipps und Tricks mit Team Martin wieder, wie er es im MW3 schon gemacht hat. Und auf Machinima Respawn hat er jetzt schon ein Video rausgebracht, wo er die LMGs, also die fetten Maschinengewehre, vom Black Ops 2 vergleichen und so ein bisschen sagen, wie es von den Stats aussieht und wie es von seinem Gespür eigentlich ist, wie die Waffen sind und so. Und da habe ich ja eben auch gedacht, eigentlich ist es schon eine unglaubliche Geldhure, weil jemand, der, bevor das Game überhaupt rauskommt, schon sagen, welche die besten Waffen von der Klasse sind und so, der hat es auch richtig nötig, irgendeine Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber auf der anderen Seite hat er vielleicht auch von Machinima den Auftrag bekommen, ich mich schwer an, das zu machen, darum kein Hate gegen ihn. Aber ich finde es fast ein bisschen unsinnig. Also all die jetzt schon gross erzählen, wie und was und mit dem Klasseneditor und so musst du spielen, auf diese Gedanken kommt man auch selber. Ich denke, der meiste von euch, der sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat, mit dem Black Ops 2, dem Cray, der Class 3.0 oder wie es heisst, ist auch schon auf die Idee gekommen, dass er möglichst viele Perks kann nehmen, dass er mit 6 kann starten kann. Dann hast du halt nur eine Waffe ohne Attachments und so. Und unter anderem überlegt sich halt, ja, ich will 3 Attachments auf meiner Waffe und schauen, dass ich so möglichst stark bin. Und dann gibt es natürlich 1000 Variationen, aber das schauen wir uns doch wirklich erst an, wenn das Game draussen ist. Also irgendwie ist mir das fast ein bisschen unsympathisch. Freuen wir uns mal, sind wir mal gespannt und hier noch nicht gross irgendwie rumplagieren, was jetzt am besten ist und so. Ja, das war jetzt schnell ein bisschen mein Exkurs gewesen, was ich von dem halte. Die Sache ist eigentlich die, eben Vorbereitung nicht so gross auf meiner Seite, weil zieht nach rein. Die Games, die im Moment rauskommen, Halleluja, das Borderlands 2 ist jetzt gerade Mechromancerin rausgekommen als Gratis-Update. Und das ist eigentlich eine neue Klasse, die auch noch einmal für extrem viel Spielspaß sorgt. Habe ich gehört, weil selber habe ich noch nicht mit ihr gespielt. Dann ist Dishonored, kommt jetzt gerade raus. Ich habe es gestern schon bekommen, weil ich die UK-Version bestellt habe, coolerweise. Und ich muss sagen, es ist ganz ein geiles Game. Und die eben Deus Ex oder auch Thief gespielt haben, die werden sich ziemlich heimisch fühlen, mit so ein bisschen Schleichen und alles. Ich habe das auch noch gerne. Es muss nicht immer nur Rambazamba Action Call of Duty sein, sondern auch mal ein bisschen überlegt vorgehen. Macht durchaus auch Spass. Und dann, ja, was gibt's noch? Forza Horizon Demo ist rausgekommen auf Xbox Live. Und Ende Monat kommt ja dann auch das Game. Und Forza hat mich bisher nicht so interessiert, für die PlayStation 3 Welt sind oder auch PC. Es ist eigentlich so wie das Gran Turismo für Xbox, auch sehr eigentlich erfolgreich. Vermutlich nicht ganz so wie das Gran Turismo, aber kann man doch auch einigermaßen zu Wasser reichen. Es ist eben so, das Horizon wird mehr so ein bisschen Action-Arcade-mässig, nicht mehr ganz so stark Simulations-Game werden und das hat mir ausgezeichnet gefallen. Das Demo ist hure geil, die Grafik ist, man könnte sicher noch ein bisschen mehr rausholen, aber gar kehren so ist stylisch gemacht. Dann gibt es ein Rennen, wo man eigentlich gegen ein Flugzeug ein Rennen macht und das ist sich noch schwer vorzustellen, weil es fliegt nicht einfach die gleiche Strecke mit, es gibt einfach so Checkpoints, die man dann durch muss und das ist hure cool gemacht und die offene Welt und keine Ahnung, wie im Need for Speed bei den Radarfallen durchflitzen, möglichst hohen Speed drauf haben. Für mich ist es so ein bisschen, das Need for Speed ist zu einem Game geworden, das ich früher sehr gerne hatte. Und mittlerweile sagt es einfach nur noch, weil Electronic Arts probiert. Ein bisschen Simulation und das Neue wird einfach so ein bisschen wie das Burnout und ich weiss doch auch nicht. Darum Forza Horizon, 25. November, bin ich auch sehr gespannt drauf. Am gleichen Tag kommt noch irgendein Family Guy Game raus, wo ich auch gehört habe, dass es sehr spaßig ist. Also Gamesflut ist extrem im Moment und darum habe ich auch gar kein Interesse
allzu fest Black Ops oder MW3 sowieso nicht zu trainieren, um mich dann optimal für das Black Ops 2 vorzubereiten. Weil es wird spassig werden. Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Zeit werden haben, ein bisschen Crown-Teams und so, und ein bisschen unterwegs und ein bisschen gegen andere Anführungszeichen, Clans. Aber dann auch solo, mit den ganzen Möglichkeiten und Maps, die man ein bisschen gesehen hat und so. Viele sind immer noch skeptisch. Das ist natürlich eure Sache, das könnt ihr auch gerne sein. Ich freue mich schon abartig und es nimmt eigentlich mit jeder Woche, wo es jetzt näher kommt, zu. Die Chancen, dass es ein tolles Game wird, sind so gross. Weil all die Kommentatoren, die jetzt gerade mit dem David Wanderhaar primär ein bisschen plaudern, haben alle wirklich den guten Eindruck bekommen, dass ihm das wichtig ist, dass das Game eine gewisse Balance hat und so. Und klar, jetzt kommen wieder die und sagen, wie im MW2 ist es ja auch geil, wenn es hure überpowerte Waffen hat, dann gibt es wieder ein paar Sandy Ravage Gameplays oder so. Das stimmt schon, aber ein ausbalanciertes Game ist immer noch weniger frustrierend als so eine MW2 oder 3 Crap. Und da soll sich jetzt niemand vor den Kopf gestoßen fühlen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Black Ops habe ich mich gesamthaft weniger aufregen, ob irgendwelche Scheiße, die mir das Leben gekostet hat, die ich gar nicht dafür hatte oder konnte, im Vergleich zum MW2 oder zum MW3. Halleluja! Black Ops 2 wird es im Theatermodus oder nach dem Game, das habe ich nicht ganz verstanden, noch ein bisschen als Schlussinfo, irgendeine Möglichkeit geben, die Highlights vom Spiel zusammenzufassen und dann mit einem Video irgendwie zu verarbeiten oder so. Also es wird hure viele Möglichkeiten geben und wie gesagt, also ich freue mich ziemlich. Jetzt ist die Frage, möchtet ihr über eines von diesen Games, die ich erzählt habe, ein bisschen mehr hören, wollt ihr noch ein bisschen Infos über Black Ops 2 hören, sagt mir's, dann kann ich zwischendurch das schon wieder ein Video machen, bis der richtig losgeht. Also ja, ich wünsche euch eine schöne Offenheit, ein bisschen Vergnügen gehabt, hier zuzuhören und zu schauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.